Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film läuft. Ist ein Film Captain America Brave New World für euch dabei. Ein neuer Film am MCU-Universum. Ob den es wohl retten kann, da erzählen ich euch an dieser Episode. Für dich schon mal große Merci Kinepolis für die Unterstützung von dieser Episode und Bereitstellen von 2 Tickets, die ihr gewonnen könnt, wann da mal einfach in die Kommentare verrot, was euren Lieblings-Marvel-Film aus. Am Captain America Brave New World geht es um unseren neuen Captain America, den Sam Wilson, gespielt von Anthony Mackie. Den sich als Captain America beweisen muss, hat nicht die super Serum an sich, das heißt, muss ganz auf sich selber und auf seine Technik angestellt, alles meistern. Und den Ross, den lo gespielt ist vom Harrison Ford, geht zum Präsident gewählt. Und es scheint so, wie wenn Leute ferngesteuert gehen und probieren, den Präsident umzubringen. Los also Captain America gefroht, für dem Rätsel auf den Grund zu gehen und herauszufinden, was da hannen drin stöcht. Ja, das Ganze wirkt so ein bisschen wie ein klassisch Captain America Geschichte, wie man so auch schon Purmo gesehen hatte. Do also wirklich, kann ich so nicht wirklich viel Neues da handelt. Das kennen wir alles schon. Fairerweise muss ich auch so ein zitzigste Filmplatz, weil es doch ziemlich langt. 2 Stunden dauert der Film knapp an. Ja, hat definitiv sein Längten. Trotzdem will ich nicht nimmer negativ aufhängen, weil geht gerade überall schon ziemlich zerrass. Ich fand nicht gerade so schlimm, wie gerade überall gemacht. Ich habe nämlich gefühlt, dass Disney probiert, da in eine andere Richtung zu fahren, wo sie mit ihrem MCU hingehen, weil das lässt ja alles nicht so. Hat alles nicht so geklappt. Das ganz multiversen Thema, also ein bisschen handeln aufgefallen, du hast nicht so gekommen, wie sie sich das vorgestellt haben, und auch wie sie hier Helden in der Szene gesagt haben, nicht ganz positive River kommen. Mir festgestellt, dass die Lasthelden für allem Hunde nicht mit weibliche Charaktere gemacht, die Hunde so übermächtig gemacht, ne? Die waren einfach zu krass, und ganz ehrlich, es will keinen Held einfach nicht mehr gewonnen gesehen. Auch ein Held muss mal Rückschläge kassieren und muss auch mal scheitern. Das ist wichtig für eine interessante Geschichte, und das passiert aber a Brave New World könnt das definitiv mal viel. Tisch 3 haben wir schon mal ein bisschen eine richtige Richtung an der Entwicklung hingekriegt, und tatsächlich wird der Film ziemlich viel Notdreharbeit müssen akkassieren, weil sie ja eine komplett neue Richtung da wollten nachschlagen, weil sie gemerkt haben, dass die Lastfilme einfach nicht kommen. Da wird der Hurde schon die ganze Zeit gefühlt, dass Disney sich schon seiner neue Selbstfindungsphase findet, für die MCU vielleicht immer eine richtige Richtung zu budgetieren, anderem neue Avengers anzufeiern, wobei lo noch gar nicht so richtig weiß, wen da alles so soll dran kommen, weil Potenzial also noch nicht so unbedingt da. Mehr vielleicht als Brave New World den ersten Ausstoß für die MCU endlich an ein neues Zeitalter zu katapultieren. Wir sind nicht mehr permanent an dem Wald dran, mehr, das nicht alles mehr CGI, das noch genug CGI dran, aber es fühlt sich nicht mehr so extrem künstlich an. Und das habe ich dem Film definitiv zu gut. Dabei könnt, dass man endlich mal eine choreografiert Kampf haben, auch wenn man das auch schon besser gesehen haben. Hier fehlt es mir heinz, du bist ein Punch, Fucht hat den Schlei, als irgendwie nicht so do, das haben wir damals schon mal besser gesehen. Aber wie gesagt, es wirkt mal so, wie wenn sie relativ viel über Bord gehalten und ziemlich viel müssen improvisieren, noch, für den Film dann aber nachher rauszubringen. Captain America ist da ein Film, den definitiv seine Erwartungen haben drin hängt, aber lo, zum Beispiel in Harrison Ford, den ziemlich viel Screentime kriegt, hat das wirklich gut gemacht. Bei dem ist das ja auch immer mal so ein Hit or Miss. Es merkt den immer direkt dem Harrison Ford auf, ob er Bock auf den Film hat oder nicht. Und hier spielt das ziemlich souverän, ziemlich gut und möchte ganz viel Spaß haben, an seiner Rolle da noch zu gucken. Die Story möchte sich auch Lomo für dich ein bisschen mehr Dave-gründig wiesen. Am Endeffekt dann aber aus mir ganz viel Exposition Talk, für das auch den Lächten an der Lästerei versteht, werdet am Film geht. Trotzdem habe ich ebenso ein Obblitzen von einem allen MCU gesehen. Schon ein Obblitze gesehen, ein Licht Hoffnung außerem do, dass wir im Popcorn-Kino kriegen, wenn wir das eben bis zu Endgame mal hatten. Ich hoffe, dass sie sich an die richtige Richtung bewegen. Erzählt mir du, wenn ihr ganz gerne in den Kommentaren, wie euch der Film gefallen hat, ob da zufrieden oder wart oder eine absolute Enttäuschung erlebt hat. Und da wenn ihr so weiter doch schon, und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Captain America Brave New World. Ciao!